Ja, also deutsche Sprache, schwere Sprache. Mir, gerade eben ging es mir wieder so auf den Geist und ich nehme das jetzt zum Anlass, hier mal einfach was reinzustellen. Es wird ein Mordsgeschisse gemacht darum, dass unsere ausländischen Mitbürger hier ihre Sprachkompetenz schulen sollen und man will das sogar gesetzlich noch viel strenger formulieren. Es ist ja auch recht und schön, ich lebe ja auch mit einem Brasilianer zusammen und er ist dabei, sein Deutsch zu schulen. Aber wenn nicht einmal die Deutschen selber ihre Sprache beherrschen, dann sollen sie sich doch gefälligst mal zurückhalten mit ihren ganzen Forderungen. Also ich habe es nicht dokumentiert, aber es dreht sich mir teilweise wirklich der deutschsprachige Magen um, wenn ich oft Texte lese im Net, und zwar auf renommierten Seiten. Texte lese mit Schreib- und Interpunktionsfehlern, Kommatafehlern. Also, boah. Und am allerschlimmsten ist es, wenn ich dann so Sachen höre, ich habe das mal in einen kleinen Text zusammengefasst, um das mal bewusst zu machen. An Pfingsten werden wir frischen Fisch ohne chemische Zusätze essen. Den hatte uns Ludwig schon am Valentinstag versprochen. Herrlich, oder was? Und das muss man täglich sich anhören von Moderatoren, von Nachrichtensprechern. Es ist schlichtweg zum Kotzen, mir graust es. Nicht genug, dass unsere ganze Sprache verroht und durchsetzt wird von diesen ganzen unnötigen, blödsinnigen Anglizismen, Schickimicki-Scheiße, Angeberscheiße, Überheblichkeitsquatsch. Das alleine reicht noch nicht. Nein, ständig die Chemie und frischer Fisch und Valentin, Pfingsten frisch. Boah. Leute, reißt euch mal zusammen und lernt mal Deutsch. Wie soll denn unsere Jugend Deutsch lernen und auch unsere ausländischen Mitbürger, wenn ihr es selber nicht mal könnt? So, Ende der Durchsage für heute.